Versteckt am hohen Kogel, fernab der Hektomatikwelt, willkommen im Röslerhaus. Mit Blick über das weite Rosenheimer Becken, eine Insel der Ruhe und Inspiration für seine Besitzer wie auch für Gäste. Kleine, große und sogar Prominente. Wer so eine schöne Panoramalage genießen kann, ist zu beneiden. In diesem Fall Pamela Wössner und ihr Sohn Moritz. Sie sind Nachfahren von Johanns Rösler und seiner Frau Kitty, die Mitte der 30er Jahre in Oberbayern auf der Suche nach einem schönen Zuhause waren. Mein Großvater wollte lieber an den Tegernsee, weil er sehr mit Fischen und Angeln verbunden war. Und meine Großmutter hat aber dafür gesorgt, sie wollte unbedingt hierher, obwohl man früher hier gar nicht gut herkam. Es war ein fürchterlicher Schotterweg, der sehr schwer zu befahren war. Aber sie hat sich durchgesetzt und mein Großvater hat dieses Haus gekauft, was damals ganz einfach war. Nur eine Beleuchtung in der Küche, fast keine Heizung. Also es war wirklich sehr, sehr bescheiden. Aber nichtsdestotrotz, meine Großmutter wollte unbedingt hierher. Und im Laufe der Jahre hat sie mit ihrem Mann dieses Schmuckstück draus gemacht. Ja, sehr stattlich steht das Haus da mit seinen großen Balkonen, sogenannten Lauben. Moritz' Urgroßvater hatte es 1935 für 9.000 Reichsmark gekauft und mit Antiquitäten eingerichtet. Die Gestaltung von damals ist geblieben. Man beachte die Liebe zum Detail, vor allem die Tapeten. Die Fensterleibungen haben ein anderes Muster als die Wände. Aber alles ist bestens aufeinander abgestimmt. Es erinnert ein bisschen an ein Domizil des englischen Landadels. Auch dieses Zimmer ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch ziemlich geschichtsträchtig, wie Moritz Saumweber weiß. Und das ist unser Hochzeitszimmer oder das Schlafzimmer. Das Lustige an diesem Zimmer ist, früher hat das gar nicht existiert, so wie es jetzt ist. Da war da vorne noch die Kante zum Stall. Und mein Urgroßvater hat dann, als er den Stall ausgebaut hat, dieses Zimmer oder dieses Haus um eben diesen 3 Meter erweitert, weil er unbedingt wollte, dass meine Urgroßmutter von dem Bett aus rausschauen kann und den schönen Nussbaum anschauen kann. Und es kommen auch immer wieder Gäste bei uns vorbei. Es sind lustige Geschichten, wo sie sagen, sie haben ihre Hochzeitsnacht verbracht, wo ich noch gar nicht wusste, dass die Geschichte eigentlich so lange her ist. Und ja, es ist auch das Lieblingszimmer von meiner Mutter und meiner Schwester und vor allem auch das Lieblingszimmer von meiner Großmutter, weil die hier geboren wurde, in diesem Bett. Auf die Großmutter und den Nussbaum kommen wir später noch mal zurück. Ursprünglich hatte das Haus 7 Zimmer, nach stetigem Ausbau schließlich 17 für Freunde und Gäste. Auf alle Fälle verfällt man dem Charme dieses Hauses. Es scheint, als wäre die Zeit hier stehen geblieben. Bayerisch-englischer Landhausstil oder einfach Röslerstil. Allein das rosa Badezimmer, ein Faszinosum. Seit den 60er Jahren fast unverändert. Kein Zeitgeist vermochte den nostalgischen Charme zu zerstören. Auch nicht im Frühstückszimmer im Erdgeschoss. Eins der größten Highlights für mich ist dieser Kachelofen, weil von diesem Kachelofen kann man im Endeffekt jedes Zimmer beheizen oder jedes Zimmer. Es sind insgesamt 7 Zimmer haben wir hier, 7 Gästezimmer und 6 davon können allein von diesem Kachelofen beheizt werden. Und das geheimnisvollste Möbelstück bei uns im Haus finde ich eigentlich diese Truhe. Meine Urgroßeltern haben sich, sagt man, 4-mal geschieden und 5-mal geheiratet oder 3-mal geschieden, 4-mal geheiratet. Und mein Urgroßvater hat meiner Urgroßmutter immer ganz viele Liebesbriefe geschrieben, um sie eben wieder zurückzuerobern. Und meine Oma erzählt mir immer, dass in dieser Schatztruhe alle seine Liebesbriefe enthalten sind. Aber von uns, oder zumindest ich und meine Mama, wir haben die Truhe noch nie aufgemacht und noch nie nachgeschaut. Tja, dann bleibt das wohl für ewig ein großes Geheimnis. Im hinteren Teil der Stube stehen Erinnerungsstücke an Johanns Rösler und seine Frau Kitty. Heute fast vergessen, war Moritz' Urgroßvater einst ein erfolgreicher Schriftsteller. Er verfasste heitere Geschichten über seine Umgebung, die dann in Büchern wie Der unvollkommene Gärtner landeten. Mein Urgroßvater hat immer an diesem Schreibtisch geschrieben und die Kitty, seine Frau,
Die war die einzige, die in diesem Raum sein durfte. Die Kinder mussten immer draußen bleiben und ganz leise sein, weil er sonst immer nicht arbeiten konnte. Und sie hat ihn dann immer mit Köstlichkeiten versorgt, mit Obst oder verschiedenen Aperitiven und musste vor allem dann immer seine Geschichten dann nachlesen und sagen, ob sie den Leuten gefallen oder nicht. Rösler bekam unter den Nazis ein vorübergehendes Schreibverbot, weil er mit jüdischen Publizisten zusammenarbeitete. Um Geld zu verdienen, wurde das Haus auf 700 Metern Höhe zu einem Café und nach Röslers Tod 1966 zu einer Frühstückspension. Das ist mein Lieblingszimmer, das ist das Balkonzimmer. Und ich finde, aus jeder Etage oder von jeder Höhe vom Haus hat man einen ganz anderen Blick. Und ich finde, der Blick hier am Morgen und am Abend, wenn die Abendsonne untergeht und vor allem die Morgensonne aufgeht hier hinter den Bergen, ist es einfach unglaublich schön. Und wenn das Haus nicht an Gäste vermietet ist, ist das eigentlich das Zimmer, wo ich am meisten bin. Ja. Das Rösler-Haus und seine inspirierende Umgebung. Das wussten auch prominente Gäste wie Gerhard Polt oder die Toten Hosen zu schätzen. Doch zurück zu Pamela und Moritz. In ihrer Familienchronik gibt es immer wieder Spannendes zu entdecken. Ja, da auch sehr schön. Die Großmutter, die Oma mit dem Big Daddy, da haben die ein Fotoshooting für eine Vespa-Firma gemacht. Das ist sehr lustig. Und hier das Bild, wo war es jetzt? Hier, im Wiener Opernball. Sehr fesch. Und diesen kleinen Tisch, den gibt es auch noch. Und da schau her, Mama, ist der Balkon noch gar nicht dran gebaut. Auch der Nussbaum. Ja. Ja, der Nussbaum, da war doch was. Genau. Der ist vom Bett im Hochzeitszimmer aus zu sehen und wurde anlässlich der Geburt von Oma Christine gepflanzt. Die ist jetzt über 80 Jahre alt, gibt aber keine Interviews mehr und sitzt dafür lieber mit den Enkeln unter ihrem Baum. Der gute Geist des Hauses wird einmal im Jahr traditionell mit einem festen Ritual herbeibeschworen. Das Räuchern steht an. Dafür kommt ein Team aus Innsbruck und geht mit der Familie durchs ganze Röslerhaus in jede Ecke. Das Bauernhaus ist in seinen Grundfesten mehr als 300 Jahre alt und hat sich tief ins Herz der heutigen Besitzer gegraben. Wir empfinden es wirklich jeden Tag von Neuem als schön, auch dann, wenn das Wetter so unterschiedlich ist, wenn der Sonnenaufgang jedes Mal wieder so anders und besonders ist oder wenn morgens die Nebelschwaden vom Tal her aufsteigen oder wenn es geschneit hat oder wenn der Frühling kommt. Das erfüllt mich prinzipiell mit Stolz, weil es ja was unglaublich Schönes ist, auf dem Erbe von den Generationen davor wieder aufbauen zu dürfen. Und vor allem ist es für mich wahnsinnig spannend, weil ich jeden Tag übertrieben, aber mindestens jede Woche was Neues entdecke oder von meiner Großmutter eine neue Geschichte erfahre über irgendeine Skulptur im Garten oder irgendein Schmuckstück oder Möbelstück im Haus. Deswegen einfach mit Stolz erfüllend. Das Röslerhaus und seine Magie. Ein Fels in der Hektomatikwelt. Von diesem Berg strömt so viel Ruhe und Kraft aus. Es ist wie ein Fenster ins Paradies.